So, also, deshalb ist mein Plan heute, wir gehen den Deppen ihr Gold klauen. Also nicht ihr Gold klauen, sondern ihr Gold klauen. Aus ihren Deppen klauen. Und dann oder davor, je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Bin ich hier noch richtig? Ja. Dann oder davor, je nachdem, wie ich gerade noch Lust habe, werde ich noch die Klamotten klauen. Genau. Klauen. Nicht Klamotten klauen. Ist es nicht. Ich habe schon so eine Ahnung, wie diese Folge heißen würde. Der Klamotten klauen oder so. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Indiana Jones und der große Kreis. Und da ist auch die hübsche Gina. Hallo, hübsche Gina. Solltest vielleicht mal wieder duschen? Bist trotzdem eine hübsche. Und zwar, die Sache ist die. Ich habe ja die Quest Voss Goldvorräte. Die haben wir ja quasi, also ich dachte, dass wir es schon gemacht haben. Wir haben das komplette Lager leer gemacht. Nur um dann das Gold nicht mitzunehmen. Das geht ja gar nicht. Du kannst den Deppen kein Gold überlassen, sonst kommen die noch auf dumme Ideen. Muss ich nicht da hinten raus? Doch, wieso ist denn da hinten das Tor offen? Das sieht nur so aus. China, Vorsicht! Vorsicht, China! Okay, pass auf. Das Ding hat aber auch einen Wendekreis wie ein neuer Hammer. Unglaublich. So, also, wir werden jetzt da hinten hingehen und dann werden wir Voss Goldvorräte suchen. Und ich habe das allwissende Internet befragt und das allwissende Internet hat mir gesagt, da gibt es auch die Klamotten zu finden. Und eventuell erinnert ihr euch noch dran, dass da einer stand in dem Lager von Voss, hat sich so schön gewaschen und ich habe ihm mit der Bürste eins übergezwiebelt und ihn dann ins Wasser geworfen. Ja, gut. Wenn ich anstatt zur Bürste links nebendran gegriffen hätte, dann hätte ich festgestellt, dass das links nebendran die Verkleidung ist. Hätte ich die mal besser mitgenommen. So, Karte gucken. Ja, passt schon noch irgendwie. Ich will ehrlich gesagt ein bisschen weiter links. Denn da war ich noch nicht wirklich. Ich bin ja bisher immer da rechts rumgefahren, aber du kannst ja auch hier links rum. Ne? So, also, deshalb ist mein Plan heute, wir gehen den Deppen ihr Gold klauen. Also nicht ihr Gold klauen, sondern ihr Gold klauen. Aus ihren Deppen klauen. Und dann oder davor, je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Bin ich hier noch richtig? Ja. Dann oder davor, je nachdem, wie ich gerade noch Lust habe, werde ich noch die Klamotten klauen. Genau. Klauen. Nicht Klamotten klauen. Ist es nicht. Ich habe schon so eine Ahnung, wie diese Folge heißen würde. Der Klamotten klauen oder so. Hallo? Gibt's hier was Cooles? Eigentlich nicht. Alles in Ordnung? Ich bin das nur nicht gewöhnt. Hast du Muffensausen oder was? Ich weiß, wie man sowas steuert. In diesem Boot geht es mir schon besser. Ja. Gut. Moment. Ich denke, wir werden hier eine Weile zubringen. Wirklich? Also, Mann. okay, das sieht irgendwie... Da ist aber was. Gucke, das sehe ich. Das sehe ich von hier, dass da nix ist. Schön. Ah, aber da ist was. So, ich werde jetzt hier irgendwie anlegen. Oder? Angelegt. So. China, du bleibst hier. Ah, tatsächlich, guck mal da. Da ist Boden. Naja. Also richtig Boden ist da nicht, aber immerhin. Also, wir sind jetzt hier oben. So. Ach, guck mal, kriegst du sogar noch angezeigt, wo das ist? Alter, bin ich doof. Es war schon... Ja, da gehört schon einiges dazu. Ich meine, ihr habt die Folge gesehen. Ich habe wirklich das komplette Lager auseinandergenommen. Ich habe quasi fast alle, aber nur fast, habe ich platt gemacht und habe alles Wichtige vergessen. Oh. Sind sie schon wieder da?
Ja, geh mal besser nachsehen. So, ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe eigentlich nur gesehen, dass da einer steht. Aber naja. Kann ich da durch? Also durch den Dschungel? Durch ein Duschgel? Nee, kann ich nicht. Ist der weg? Nee. Da drüben läuft wieder der Fuzzi. So, ihr wisst, was jetzt da kommt. Ah, bist du dumm oder was? So läufst du im Wasser. Zack. Hast du gesehen? Der ist noch ganz. Diesmal nicht. Junge. Hast du gesehen? Der ist durch meinen Luftzug ist er umgefallen. Gib mir mal das Stöckchen her, das kann ich gebrauchen. Ich hab... Oh. Das sieht schon wieder überall, das kann ja wohl nicht sein. Ich habe eigentlich vor, mich da hochzuschleichen. Relativ. Knüppel aus dem Sack. Du Sack. So. Und ab ins Land der Träume. Ja, ja. Der redet schon wieder vom Essen da unten. Da dürfte eigentlich jetzt hier keiner mehr sein. Oder? Ja. Den Tresor habe ich schon geplündert. Haben wir ja alles schon gemacht. Da ist letztens noch einer hochgekommen. Wir machen jetzt quasi den Schnelldurchlauf. So, warum sind hier so viele Mücken? Ja, das frage ich mich auch. Und Schmeißfliegen. Am liebsten würde ich sie schmeißen und hoffe, dass sie nicht fliegen können. Ja, leg dich mal dahin. Sieht gut aus. Okidoki. Ich guck mal, ob sie irgendwie... Vielleicht haben sie ja Geld nachgefüllt oder so. Das wäre natürlich irre gut. Wieso ist das so komische Musik? So, aber ich kann euch ja schon mal von hier zeigen. Da ist der Waschtyp und da... vielleicht sehe ich es von da drüben besser. Nee. Ja, aber da ungefähr müssen wir hin. So, das werden wir machen. Und dann klauen wir uns erstmal die Klamotten. So ist der Plan. Oh, oh. Also der Plan ist halt, die Klamotten zu klauen. Und dann haben wir eigentlich nur noch den da hinten mit dem weißen Handschuh quasi zu befürchten. Aber dann müssen wir zuerst mal hier rein. Ja, richtig. Nee. Da ist nichts. Du halluzinierst schon wieder. Alle beide. Wieso sind da plötzlich zwei? Da waren da noch nie zwei. Ich guck mal, ob ich da hinkomme. Hallo. Hab dich. Okay, alles klar. Den schmeiße ich jetzt natürlich wieder ins Wasser. Wir müssen ein bisschen leise sein. Weil. Tschüss. Was hat er da lecker gegessen? Oh, geil. Holzlöffel. Oh, cool. Lasagne. Oder Nudelauflauf. So. Das Problem ist, dass da drin 2 Leute sind. Ich habe eine gute Idee. Pass auf. Die sehen mich ja alle nicht. Der Fuzzi da hinten ist weg. Ah, da kommt ein neuer. Nicht gut. Was sind denn die Klamotten? Du bist selbst schuld, Freundchen.
Na, 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 na. Okay. Die sind doof. Die sind doof wie immer. 5 haben mich bemerkt. 2 habe ich kalt gemacht. Der Rest hat Angst vor mir. Rein mit euch. Wo ist denn der andere Naftl eigentlich hin? Ist der schon freiwillig ins Wasser gefallen? So, gut. Hier hinten sieht mich keiner. Ich werde mich mal ein bisschen umziehen. Ja, das dürfte reichen. Jo. So. Gucke. Lalalala. Hallo Kameraden. Der da nicht. Das ist ein General. Keiner mag Generäle. So. Gucke ich mich natürlich hier unten um. Ah, da. Ja, eigentlich dachte ich eher, dass ich das Brot da klauen will. Achso. Hallo. Da hat jemand eine Pfanne geschmissen. Geh mal nachgucken, wer das war. War ein Vergnügen. Was ist mit dem Schatten da? Was machen die da oben? Ich will es gar nicht wissen. Komm mal her, du. So, also. Klamotten haben wir schon mal. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Typen da verstecken. Also mit verstecken meine ich natürlich und schmeißen wir jetzt ins Wasser. Und dann brauchen wir noch die Goldvorräte von Voss. Sollten wir eventuell auch mal suchen. Hau ab. Junge, irgendwann ist hier voll. Guck mal. Das sieht ja aus wie bei Walking Dead. So. Oh, da ist wieder der General. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Denn den können wir nämlich nicht glatt machen. Glatt machen? Ja, glatt machen können wir auch nicht. Aber ich habe da nämlich eine Idee. Meine Idee ist folgendermaßen. Wir hauen dem eine drüber. Wir warten, bis er wieder zurückläuft und dann zwiebeln wir ihm eine drüber. Gibt's hier noch was Gutes zu essen? Nee, ich habe doch aber Hunger. Ja, eigentlich nicht. Also eigentlich habe ich keinen Hunger, aber ich fresse denn einfach so gern die Sachen weg. Was hat denn der für einen Hut? Spinnt der oder was? Der gesoffen? Rennt denn der da rum? Bist du hier der Clown oder was? Hat mich gefreut. Echt jetzt? Mich freut es vor allen Dingen, dir diesen blöden Hut runter zu ballern. Was stellen wir fest? Wupp. Typ hat eine ausgefallene Frisur. Schau mal den blöden Hut hier an. Federn dran. Guckt euch mal den Hut hier an. Da hat er ja Federn dran. So, und da liegt noch was zu lesen. Das nehmen wir natürlich mit. Steht denn da? Faschistentagebuch. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag ist. Ich bin durchnässt und habe wohl Fußbrand, weil ich stundenlang knietief im Morast gearbeitet habe. Der Kommandant wollte mir nicht mal einen Tag zum Erholen freigeben. Und was treiben wir hier eigentlich? Soldaten der italienischen Armee arbeiten für einen Deutschen in Sirm? Stecken fest in einem Dschungel mitten im Nichts, voller Dreck und Ekel. Kaum noch einer weiß, nach was wir eigentlich suchen. Das heißt, die Ausgrabungsstätte wird geschlossen. Voss hockt in seinem schicken Büro und dreht Däumchen und lacht uns dabei noch aus. Uns, die wir die eigentliche Arbeit leisten, hält sich für was Besseres. Es dringend schlafen, wenn mich die Moskitos lassen. Aller gut. Komm, der Besen, der macht's nicht mehr lange. So, jetzt muss ich gucken, da oben. Ich hab ja jetzt eine Uniform. So, da oben bin ich nämlich nicht entlang gekommen, aber hey, weißt du was? Ich habe ja jetzt eine Uniform. Ich weiß gar nicht, wie viele Generäle gibt's hier. Hallo? Na? Sag mal, hast du schon mal so eine Bürste auf dem Hinterkopf gehabt? Scheinbar nicht. So. Kehr mit. Oh, da kommt einer. Schnell.
Plumps. Das ist ein... Hallo Kollege. Na, pfeifst du gerne, ja? Warum lernst du es dann nicht? Du Trottel. Hey du. So. Du machst jetzt Pause. Aber sowas von machst du Pause. Und zwar haben wir beschlossen, dass der Pausenraum, der befindet sich da drin. Oh, hopp. Rein mit dir. Viel Spaß in deiner Pause. Okay. So, Junge, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das ist so viel einfacher, wenn man die Klamotten hat. Wenn man die Klamotten hat. Ich hatte die ja nicht. Ich hatte doch nichts. Wir konnten uns ja nichts leisten, konnten wir nicht. Komm, wir gehen mal ein bisschen was futtern. Wir haben eh zu viel. Ein Milchteebrot. Ja, musst du essen, Junge. Nicht nur angucken. So. Und jetzt noch ein bisschen Obst. Wir wollen ja gesund leben. Banane. Mangostane. Was auch immer das ist. Und eine Knarre. Hopp. Das ist eigentlich keine Knarre, das ist eine Knüppelknarre. Hallo, Kollege. Ah, hallo. Was macht denn ihr da? Kann ich was helfen? Nö. Ja, aber jetzt... Findet ihr das gut, dass ihr so nah zusammensteht? Wie soll ich denn euch da kloppen? Da oben ist auch einer. Hallo. Naja. Jesus, ist ja kein Wunder, dass ich hier aufs Maul gekriegt habe. Hey, echt jetzt. Was geht denn hier? Verliert er Öl? Verliert er Wasser? Kann ich vielleicht was helfen? Kann ich vielleicht ein bisschen Plastiksprengstoff reinmachen oder so? So, ich glaube... Ja, geil. War nicht so übel. Jetzt müsste ich halt nur noch wissen... Komm mal her, ich guck mal ein bisschen. Ach, da oben. Ah, hallo. Junge, jetzt... Ja, ist gut. Ich wollte nur gucken, was hast denn du da... Ja. Sag ich auch immer, wenn ich ihn nassen lasse. Da würde ich schon gern hoch, ne? Das Problem ist halt... Ach, guck mal, hier haben sie schon wieder einen Haufen Sachen geklaut. Hopp. Hallo. Na? Beißen sie? Sag mal, hast du die Hose gemacht oder wieso läufst du? Oh, guck mal, da liegt was zu essen. Ich bin mal so frei, ja? Magst du auch was? Da hast du was. Oh. Kein Aufsehen. Ja. So. Da ist auf. Ach, guck mal da. Da ist eine Notiz. Voss Brief. Müller. Diese Truhe hat man bei einer der Ausgrabungsstätten in Gizeh entdeckt. Ich habe sie hierher gebracht, um sie zu untersuchen, nachdem wir den Stein gefunden haben. Laut meiner Erkenntnisse wurden sie in Ägypten angefertigt, vielleicht während der 4. Dynastie. Sie lässt sich nur mit 3 Schlüsseln öffnen, die laut des mittelalterlichen Manuskripts eines deutschen Esoterikers über Gottes Werk verstreut wurden. Also über der Erde verstreut quasi. Ein Schlüssel gelangte nach Norden, wo er schließlich in einem römischen Grab landete, womöglich in einer Nekropole unterhalb des Vatikans. Aha. Ein weiterer Schlüssel fand seinen Weg in den fernen Osten, wo er in den Besitz eines wohlhabenden Händlers in Shanghai kam. Ich glaube, den gucken wir gerade. Der letzte Schlüssel liegt irgendwo in Gizeh begraben. Okay, dann haben wir den aus Gizeh, haben wir schon. Und jetzt sind wir halt dabei, den letzten zu kriegen. Okay. Also nicht ich, wir, also ja, aber ja, ihr wisst's. Falls ihr das nicht wisst, guckt einfach nochmal ab Folge 1. Gute Idee generell und sehr gute Idee. Während ich diese Zeilen schreibe, sind Suchmannschaften dabei, die Schlüssel aufzuspüren. Ich wollte gerade Suchmaschinen sagen, aber okay. Ihre Befehle lauten, die Truhe mit ihrem Leben zu beschützen, bis die Schlüssel gefunden wurden. Ich glaube, dass sie Geheimnisse birgt, die sich als zentral für unsere Mission erweisen könnten. Halten Sie Stellung, bis weitere Anweisungen erhalten. Voss, ich sollte mal so lesen, wie Voss redet, das wäre witzig. Ja, dann wird ja keiner mehr. Dieses Geheimnis musst du bereits... Ach so, für dieses Geheimnis musst du bereits besuchte Orte erneut aufsuchen. Okay. Oh, was gibt's denn hier? Eine Tür. Oh, geil. Damit.
Ist hier eigentlich keiner hier drin? Das da könnte ich gebrauchen. Oder zu spät. Ein Hammer. Hallo, ihr Deppen. Ist halt wirklich alles voll, aber irgendwo muss doch der Zugang zu Voss Büro sein, wo er drin sitzt und uns auslacht. Hat er da. Oh, guck mal da. Hat er ja geschrieben, der andere da. So. Moment. Heißt das jetzt, ich komme auch in das andere Dingens rein? Königliche Streitkräfte? Da liegt schon mal Klopapier, das können wir immer gebrauchen. So, was haben wir denn hier? Oh, guck mal da. Keilende Hände. Du kannst ohne Waffe Gegner ausschalten. Ja. Ich weiß. Nennt man Schläge. Aber okay. Ich nehme mit. Was haben wir hier? Vielleicht steht hier was Neues drin. Kugeln für Pistole P34. Ach, das sind... Ist das die ich hab? Zeig mal her. Oh, tatsächlich. Okay, danke. Aber die will ich eigentlich gar nicht. So, da unten sind noch Kugeln. Wir nehmen mal einfach alles mit. Was ist denn das da? Das ist keine Kugeln. Das ist ein Waffenreparatur-Dingensbummens. Hallo? Da war doch eben, ich hab's genau gesehen. Da. Komm. Aha. Milchteebrot. Da ist ja nur Essen drin. Ich dachte, dass das ein bisschen Munition oder was. Wir haben ja alles schon. Dann. Liegt denn da auf dem Boden? Licht. Da liegt Licht. Da liegt Licht. Hey, das ist richtig gut. Da liegt Licht. Wir könnten hier auch ein bisschen Dynamit nehmen. Warte mal. Das ist doch ein Karabiner. Das ist doch ein Scharfschützengewehr quasi. Da könnte ich mich ja... Okay, 1, 2, oh, da hinten ist noch ein General. Der sollte mich im besten Falle nicht sehen. Hat auch so einen blöden Hut auf. Guck mal, hier ist wirklich alles voll von dem. Und das da? Rächen. Der Rächer. Bin der Rächer. So, 6 Schuss habe ich nur. Na, das ist nicht viel. Also wenn ich den da umhau, kommt der da gerannt. Und der da wahrscheinlich auch. Oder? Ja, es ist alles hier. Da ist noch ein General. Das war ganz im Ernst, wie hätte ich ihn... Doch, der war knapp. Oh. Wie hätte ich denn das ohne meine Verkleidung schaffen sollen? Ernsthaft jetzt. Unschaffbar. Hallo? Sag mal, was ist denn euer Problem? Ich kann euch sagen, was euer Problem ist. Ihr macht's nicht mehr lange, das kann ich euch jetzt schon sagen. Hey du. Hey du, komm mal her. Hey du. Komm her, komm. Ich habe gehofft, dass er vielleicht jetzt zu mir kommt oder so. Und dann hätte ich nämlich... Oh, da liegt ein Zettel. Ist das Frequenzen zu Kotai? Oh, nehmen wir mit. Noch ein Buch. Glückshut 2. Die Abklingzeit des Kraftschubs, den Indies Outfit gewährt wird, halbiert, sodass die Fähigkeit Glückshut schneller wieder verfügbar ist. Also ich bin... Das klingt interessant. Ja, ich bin ja doch schon ein paar Mal gestorben in dem Spiel. Und irgendwie war es nur beim allerersten Mal so, dass ich den Glückshut überhaupt hätte aktivieren können. Und da habe ich es aber verpasst, weil ich so viel gequatscht habe. Sonst sterbe ich immer und nichts passiert. Also ich kann es halt nicht aktivieren, so. Überraschung. Du wolltest das ja. Der war unausweichlich! Du bist unausweichlich. Depp. Der war unausweichlich. Was willst du von mir?
Ich habe hier so einen Goku-Style. Habe ich deine Schläge einfach nur wie ein Mann ausgehalten, weil tut ja nicht weh. So, wir schmeißen die aber trotzdem mal dahin. Oh, ich habe so einen Hunger. Ich glaube, ich esse mal ein Stück Brot und ein bisschen Obst. Huch, so isst man aber kein Obst. Werner isst Obst. Denn Obst gibt verbrauchte Energie zurück. Eigentlich ist es Maß, aber egal. Ich will ja keine Schleichwerbung machen. So. Komm mal mit, du. Warte mal, ich klau mir deine Knarre und dann nehme ich dich mit. Sag mal, der hat doch 50 Kilo Munition an. Oh, guck mal, da liegt eine Luge. Die klaue ich mir. Die will ich haben. Ja. So, Moment. Zack. Schlaf gut. Dummkopf. Yeah, Baby. 8 Schuss nur. Wie viel hatte die denn? Eine Pumpgun, die hat 6. Na, dann bleibe ich lieber bei der Pumpgun. So. Jetzt ist nicht. Ich ruckel hier am Tisch entlang, weil... Haben die gepokert oder was? Was hat er denn? 2 Asse. Ja, super. Vielleicht haben sie auch mal Mau gespielt. So, hier scheint es nichts mehr zu geben. Zumindest nicht an diesem Tisch. Noch eine Waffe? Ach, da ist noch irgendwas. Noch eine Funkfrequenz. Her mit Kermit. Geheim. Geheim. Muss wichtig sein. Muss wichtig sein. So. Geld. Da. Ein Brief. Okay. Bergmanns Brief. Liebe Mutter, da du mir nie schreibst, schreibe ich dir. Ich reise mit Herrn Voss, einem dekorierten Archäologen der SS, als persönlicher Fahrer und Leibwächter durch die ganze Welt. Er nennt mich sogar beim Namen. Bergmann. Ach, der ist das. Erinnerst du dich an den Tag, als Vater mir das Abhörschnalzen beigebracht hat? Ich muss sehr oft an diesen Moment zurückdenken. Das rhythmische Schnalzen der Peitschen, die bösen Mächte der Dunkelheit vertreiben. Ich weiß schon, was du jetzt denkst. Was stellt der schreckliche Junge denn jetzt schon wieder an? In seinem Kopf stimmt irgendwas nicht. Hast du das nicht immer gesagt? Vielleicht ist es so, Mutter. Vielleicht bin ich aus diesem Grund Rennfahrer geworden. Vielleicht habe ich deshalb das brennende Auto über die Ziellinie gesteuert und mir das Gesicht ruiniert. Weißt du, ich habe das Abschnalzen durchgeführt. Und eines Tages wird das Krachen der Peitsche in aller Welt zu hören sein. Liebe Grüße, Bertram Bergmann. Ist das ein Vossfahrer. Der Stumme. Kann der wirklich nichts sagen? Also ja, er redet nicht... Oh, guck mal da. Er redet nicht wirklich viel. Das heißt ja aber nicht, dass er gleich stumm ist. So. Hier ist scheinbar nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal einen Stock höher. Oh, warte mal. Bevor ich es vergesse. Glückshut. Ja. Nehmen wir mit. Fitness, Überleben, Prügeln. Da. Keilende Hände. Kannst ohne Waffe Gegner ausschalten. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Also, ja, ich weiß jetzt nicht, was das Spiel denkt, was ich die ganze Zeit mit den Leuten mache, aber okay. Was ist denn das da? Schnelles Händchen, Nachladen des Revolvers geht schon. Sag mal, wo habe ich denn das alles her? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und wieso sagt mir das keiner? So, reicht jetzt. Wir müssen da irgendwann auch mal hoch. Ich will heute eigentlich auch noch mal fertig werden. Hallo? Keiner da? Wo? Hallo? Oh. Komm, machen. Hoppala. Aus Militärlager. Mit dem Typ mit komischem Hut. Er hat natürlich die beste Aussicht. Ja. Also, das ist ein Voss. Das ist wirklich dem. Was? Rambutan? Ja, von mir aus. Ich nehme 2 Rambutan bitte. Und ein Milchteebrot. So, ich bin also im Büro von Voss. Das ist ja perfekt. Dann gucke ich mich mal um. Ja, da hinten ist ein Tresor, habe ich schon gesehen. Und da ist auch eine Notiz. Wäre natürlich geil, wenn direkt neben dem Tresor die Notiz ist, was. Wie heißt das? Was der Code. Der Code ist quasi. Da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt rein. Zack. Warte. Ich
Ich habe da was verloren. Oh, ja. Oh, da sind noch so Muni für diese komische Pistole da. Zack, zack, zack. Ah, da steht noch was. Kummelzführer. Ein Handbuch über interessante Orte, die es an Bord der KMS Kummelz zu erforschen gibt. War das nicht... Die Kummelz... War das nicht das Boot oben auf dem Berg? Auf dem... Nicht Mount Everest. Auf dem Himalaya-Gebirge oben drauf irgendwo. Das sind der Jumbo-Würger. Was war denn das da gerade? So, ein Buch. Besuche vorausgegangene Otto erneut, um unvollständige Feldforschung und andere Geheimnisse abzuschließen. Jo. Nee. Schalte unaufmerksame, schwergewichtige Gegner mit einem Peitschenzug aus. So, nehmen wir mit. Vielleicht erfahre ich hier was Neues. Ja. Möglich, möglich. Da ist ja meine Knarre. Meine Keule natürlich. So. Dann kommen wir mal zu dir. Sieht ehrlich gesagt nicht so vielversprechend aus. Mal sehen. Bestechungsbrief, handschriftlich. Italienisch kann kein Mensch lesen. Doch, wir... Ist egal. Bergmann, setzen Sie unseren besten Übersetzer hier ran. Wir müssen die Hotelsache vergessen machen. Das soll müssen heißen? Okay. Getippt. Hochverehrter General, das Gold in diesem Geschenkpaket ist ein Zeichen meiner Wertschätzung für alles, was Sie für uns getan haben und die Gastfreundschaft, die Sie uns gewährt haben. Wir nähern uns der Ziellinie. Es ist aber doch noch ein Stück zu bewerkstelligen. Ich bin mir bewusst, dass der Druck auf Sie wächst, General. Fragen zu den Fremden im Dschungel. Die Rebellenpest, die ihre Autorität untergraben sucht. Eine Zeit der politischen Umbrüche. Dabei sind wir Verbündete in diesen Dingen. Deshalb habe ich persönlich dafür gesorgt, dass die Rebellen keine Bedrohung mehr darstellen. Und so bitte ich Sie nur noch um ein wenig Zeit. Wenn alles vorbei ist, können Sie eine bedeutende Geldsumme aus Berlin erwarten. Hochachtungsvoll, Emmerich Voss. Die Geduld des Generals geht wohl langsam zu Ende. Ja, ich habe jetzt eher das Problem... Oh, da liegt noch Geld. Ich weiß nicht, wie man... da fällt mir gerade ein, ich habe nur bei dem eben auf die Rückseite geguckt. Warte. Was ein Hammer. Ich habe nur bei dem eben auf die Rückseite geguckt. Nicht, dass ich noch irgendwas übersehen habe. Weißt du? Ich will da die Tür rein. Und dass da irgendwo der Code für die Tür draufsteht. Ah, da hinten liegen sie, die Penners. Oder ist der offen? Der kann ja nicht offen sein. Nee. Das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend. Ja, also... Was war das gerade für ein Geräusch? Also unbefriedigend... Was macht ihr da? Sucht ihr mich noch, oder was? Hallo? Was wollen die hier oben von mir? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich gucke jetzt noch mal schnell die Schriftstücke da durch. Und zwar... Gefordert nee, also das ist der Tresor, ne? Ja. Okay, jetzt pass auf. Ich gucke mal... Da, Bestechungsbrief. Notizen 1 von 2. Warte. Wo kriege ich noch eine Notiz her? Ja, okay. Sorry, mein Plan war jetzt eigentlich, dass ich das jetzt hier zu Ende kriege, indem ich den Tresor aufmache. Soll wohl nicht so sein. Es tut mir leid, Leute, aber dann starten wir den morgigen Tag gleich, hoffe ich, mit dem Öffnen des Tresors. Wenn ich irgendwie eine Eingebung kriege, wo oder wie oder was denn der Zahlencode ist. Also dann, alles klar? Gut, tschüss, bis morgen.
Nee.